Das waren Big Baller Mike und Gianni La Bamba mit Drupp wie Jupp. Wie lange sitzt ihr denn an so einem Lied? Wie lange braucht ihr, um so einen Text zu schreiben? Also Text brauche ich genauso lange, wie das Lied dauert. Genauso lange brauche ich, um den Text zu schreiben. Die kommen meistens so am Stück, fallen mir die ein. Also bei jedem Songtext habe ich entweder die Storyline gerade so erlebt, wie die passiert ist, oder geträumt und dann schreibe ich das direkt auf, dann ist das fertig. Den Song machen dauert ein bisschen länger, weil der Professor Dr. La Bamba natürlich mit 85 Synthesizern dann zu Hause da dran sitzt und den perfekten Sound findet. Da muss er selber sagen, wie das läuft. Ja, das dauert ein bisschen länger. Da sitzen wir dann zusammen und suchen raus, die richtigen Sounds, muss ja alles stimmen, ne? Wie es damals in den 80ern war. Und irgendwann steht das Ding dann, ne? Und dann gehen wir ab Video drehen. Ja, wenn man sich den Mike so anguckt, dann denkt man ja, die 80er sind auch noch da. Ne? Ja, ich habe die auf jeden Fall komplett, erlebe ich jeden Tag neu, immer noch. Keine Ahnung, ja, das sagen das viele. War einfach deine Welt. Für mich ist das völlig normal. So. Ich könnte jetzt gar nicht anders vor die Tür gehen, also so wie ich jetzt aussehe. Drunter mache ich es einfach nicht. Ja. So, ich sehe die Sophia schon winken. Wir wollen natürlich auch mal gucken, was ihr da draußen im Chat für Fragen habt. Genau, also ihr habt so viele Fragen gestellt, ich komme gar nicht mehr hinterher. Und zwar möchte Pingu zum Beispiel wissen, ob es die Möglichkeit gibt, mal in euren Videos Protagonistin zu sein. Protagonistin, definitiv, weil für Protagonistin haben wir viel zu viele Bewerbungen. Protagonistin mit Sicherheit. Wir drehen wahrscheinlich September ungefähr das nächste Ding und einfach bei bigmikecolonia@gmail.com Bewerbung einreichen, dann klappt das schon. Ja, Pingu, weißt du Bescheid, kannst du auf jeden Fall schon mal bewerben. Und dann möchte der Duke noch wissen, woher er denn das schöne Shirt hat, der Mike. Da habe ich mir damals, wo ich mir die Ultimate Warrior Wrestling Figur geholt habe, bei, keine Ahnung mehr, was für ein Spielzeugparadies da war, oder beziehungsweise im WWF-Magazin 1990 war eine Postkarte dabei, wo man sich den WWF-Merch-Katalog bestellen konnte und da gab es ein T-Shirt, das war allerdings nur so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, die man da gesehen hat, dass es dann so knallbunt und wunderschön ist, habe ich dann erst gesehen, wo die Postbote kam. Aber Nö. Das ist X, vor allen Dingen XL oder XXL. Keine Ahnung, was die damals für Größen gemacht haben. Ich glaube, heute ist auch nicht viel besser. Cool. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Natürlich. Natürlich. Wir wollen ja die Zuschauer hier auch nicht unterbrechen. Genau, alle sind natürlich auch von den Muskeln sehr beeindruckt. Wie wär's denn mal, wenn du die Nina hochhebst? Kannst du das? Kann ich beurteilen, wie schwer du bist? Sehr freuen. Sehr schwer. Wie viel schaffst du? Wie viel Kilo? Dann sage ich dir, ob das im Rahmen ist oder nicht. Dein Gewicht schätze ich mal jetzt definitiv so, dass ich so das 4-5-fache davon locker schaffe. Ja. Nina, kannst dich nicht wehren. Okay, kannst dich und nicht. los. Es ist nicht so, dass ich Angst habe oder so. Hier ist ja Lass mich nicht fallen. So, Lass ne? mich nicht fallen. Ihr habt ja Notarzt Okay. und alles. Muss ich mich irgendwie steifen? Ich bin groß. Und ging noch? War sehr schwer oder hast du dir was gezerrt? Das ist natürlich total leicht gewesen. Nee, war total easy. Ne? Easy. Wir können das ja gleich auch mal probieren. Wir machen es einfach mal andersrum. Aber das würde ich eher machen nach der Sendung, weil dann können wir direkt einen Krankenwagen rufen. Alles klar. Was habt ihr denn heute Abend noch so vor? Habt ihr schon einen Plan? Wir kommen ja jetzt gerade aus dem Studio, einen neuen Song gemacht. Da machen wir wahrscheinlich gleich noch weiter, wenn wir tierisch Gas geben. Nächste Woche sind schon die Auftritte. Ja, Johnny, wie das abläuft, erklärst du wieder besser. Du bist ja der Schlaue. Ja, wir sind dabei, wieder neue Songs zu machen. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht fertig bis nächste Woche. Aber wir haben ja was im Repertoire. Also da braucht sich keine Angst machen. Wir spielen das längste Also habt ihr Set. schon was für die nächsten Abende vor? Ja, für Jecken Sonnesching. Aber wenn steht ihr, unser Set. liebe Leute da draußen, wenn ihr heute noch nichts vorhabt, dann schaut doch jetzt mal rein, weil das haben unsere Kollegen von Extra uns empfohlen.
Das waren Coheed and Cambria, eine New Yorker Progressive Rock Band. Habe ich nachgeschaut. Haben auf jeden Fall eine geile Frisur. Und wenn ihr die live sehen wollt mit den Haaren und der Musik, dann müsst ihr heute Abend um 20 Uhr in die Essigfabrik gehen. Wäre das sowas, wo ihr hingehen würdet? Die Band kenne ich jetzt nur vom Namen. Der Soundausschnitt gerade war ganz gut. Ich höre auf jeden Fall sehr, sehr gerne Heavy Metal, auch wenn es keiner vermutet. Der Gianni ist eher so der Techno-Mann, keine Ahnung. Für lau würde ich es mir, glaube ich, geben. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ein bisschen wenn mögen wir es ein bisschen schneller, ne, wenn wir schon Metal hören. Hier steht eher auf eure Musik. Und die kann man live sehen bei Jack im Sonnesching im Beverly Sülz zum Beispiel. Was erwartet die Zuschauer da? Was spielt ihr? Wir spielen alles, was wir haben. Das längste Set aller Zeiten. Wir spielen so ziemlich jeden Song, den wir jemals gemacht haben. Und ich glaube, da können die sich auch Wie viele Songs habt ihr? 8, 9. Also, wir spielen alle 1000 Songs, die wir jemals gemacht haben. Alle 5. Das ist schön. Dann, 29.08. geht ins Beverly Sülz. Dann könnt ihr die beiden Herrschaften live angucken. Und ihr freut euch wahrscheinlich auf viele Mädels, die kommen. Ja, ne, oder? Aber unser Publikum... Die sieht man ja nicht. Da sind immer Mädels, die sieht man nicht, weil vorne die ersten 38 Reihen erstmal nur Jungs sind, die so ein T-Shirt ausziehen, die ihre Muskeln zeigen, so mit 14 schon von auf Anabolika so Jungs sind. Da traut sich natürlich keine Frau nach vorne. Traut euch, geht bei Big Baller Mike mal in die erste Reihe. Er würde sich freuen, Gianni würde sich auch freuen. Vielen Dank, dass ihr heute da wart, unsere Gäste wart. Auch vielen Dank an Sophia, es war sehr schön. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, bis morgen.